Das erste, was wir gemacht haben, die Jahre, wenn wir aufgestiegen sind auf der Kolonie, war auch nicht den Keller grauen und ein bisschen fein Holz aufraffen, was Feierabend machen, für den ersten Kessel voll Wasser warm machen, für das Tee trinken. Und dann hat die ganze Familie sich langs den Holz aufgehockt, für das Tee trinken, schon morgens früh. Und da war Zeit gewesen, da davor. Da hat man alles mal eine halbe Stunde oder alles mal bis Mittag getrunken. Und dann ist aber Zeit gekommen, für die Arbeit zu machen. Und die erste Arbeit von da war immer die Kuhmilch gehen. Und die Kuhmilch gehen für die frische Milch trinken. Und ich denke noch dran, wie wenn es heute wäre, wenn mein Onkel morgens die Kuh gemelkt hat und hat einen Eimer voll frische Milch gebracht. Und da haben wir Kaffee getrunken mit dieser Milch. Und haben etwas gemacht, wo ich heute noch meine, alles mit dem Geschmack merke, wenn man mal die Milch bröckelt. Wir haben immer dann ein kleines Stück Brot uns abgeschnitten. Wir haben es verrubbt und so in so einen Schüssel geworfen oder in einen Teller. Und dann haben wir die frische Milch, die wir gerade von der Kuh gemelkt haben, geholt und haben das ewig Brot getan. Und heute, wenn ich es jetzt mache, dann ist, da kann man alles nächste Tränen, wenn man daran denkt, wie das war. Der Geschmack, den das hat. Und wir gucken dann, ob die Milch hier von den Norwegen auch so schmeckt für die frische Milch, wenn wir jung waren. Ist nicht die frische Milch, die man gewöhnt ist, vom Jungen an, aber das schmeckt so, wie wenn man noch kleine Kinder wären. Und das war nicht bloß so gewöhnt bei mir, das war bei jedem, das war wahrscheinlich so gewöhnt bei dir daheim auch. Und so wie auch die Lucia Groth-Berthe von 77 Jahren, die heute lebt in Guaira, im Osten von Paraná. Das hat dasselbe mitgemacht, wie es ein junges Mädchen war. Hey, Amo. Ja, da mussten wir eben in die Schule gegangen, mussten wir melden. Und dann meine Schwester ist gekommen mit dem Kanäger und dann die Milch gekocht und dann haben wir gegessen und sind in die Schule gegangen. Und so ist es, gell? Wenn man daran denkt, dass es war frisch, das hat Geruch, das hat Geschmack, noch Essen. Noch Essen, was man daheim gemacht hat. Da war alles mal nicht viel gewesen. Aber das bisschen, was war, ist immer gemacht mit mächtig viel Caprice, ist mächtig viel aufgepasst. Und heute können wir noch an die gute Zeit daran denken, wenn wir uns hierhin gesundes war. Unser Tee mit zusammen trinken. Der Lager.